Good morning. Ik freue mich, dat je hier bent, dat je niet bruk alleen hier zijn. Ik wil van een thema reden van jou wat vielleicht een beetje interessant is. Maar ik wil aanvangen met een vraag. Wo zou je gleichst du je gleich te zijn? Wo zou je gleichst du je gleich te zijn? Van ein paar Tieren. Ein ist wenig Tieren ist säuer. Wo zou je gleichst du dort? Van mensen die gleichen. Ik glaube, de meeste van ons würden sagen, wir sind acht Partien. Wir gleichen das so, wenn Menschen uns gleichen. Es meine früher eigentlich von Anfang Predigerlied wir in Jahren 3. Dann wird uns gesagt mal, dass ein Prediger kann nicht Freund haben in der Kirche. Das will ich nicht Freund sein mit ihnen. Lernen ich und je holen uns einmal von dort, wo dankbar wir waren, uns ganzes Leben durch, dass wir immer Freunde hatten in der Kirche. Aber ich kann auch verstehen, von der besser als ich dann kann, was das meint, wenn der Prediger tausend Freund ist mit gewissen Menschen. Und so da kann einmal Trouble sein. Aber weißt du, wir wollen je gleich sein. Einmal, da wir Dinge in uns Leben umändern, zum je gleich sein. Und so einmal dürfte es sein, dass wir sind wirklich uns Werten in uns Moral, damit meine ich uns moralisches Leben, uns Reichen auch, wir sind wirklich uns Werten in uns Moral zu ändern, zum gleich sein. Und das ist nicht immer ein gesundes Ding. Und so dürfen wir ein klein bisschen überdenken. Wir können uns vielleicht feststellen, dass jeder Mensch gleicht uns. Und da wird es gehen. Aber das ist gar nicht gesund für uns. Wenn jeder Mensch uns gleicht. Na, wir gleichen nicht Feinheit nicht, oder wir gleichen nicht, soll je kritisiert sein. Aber weißt du, wir sind einmal so, wenn wir ein bisschen voll sind von uns selbst, dass wenn ich 10.000 Menschen habe, die mich gleichen, und einer, was nicht hat, dann wollte ich mich mit den einen Mensch vertiefen. Das ist die Person, die mich wacker hält danach. Das ist die Person, wo ich mit ausfragen, wo ich den kann gewinnen oder oder was immer das ist. Aber wenn wir so voll sind von uns selbst, können wir das nicht vertrauen, wenn wir kritisiert werden. Oder wenn Menschen uns nicht gleichen, für was immer Ursache. Und weißt du, was immer so sein, dass Menschen die nicht gleichen. Von der ist es dann das. Besonders für die jüngere Generation. Vielleicht ein bisschen alles für uns Auliches. Aber weißt du, unsere Likes sind hinter der Screen. Es sind so viele Freunde auf Facebook. Ich kann nicht mal der Halb von der, aber das sind meine Freunde. Und so viele Likes. Weißt du, ich sehe auf Twitter. Ich habe mal abgesendet für Twitter. Und dort sagt hier, ich habe 444 Menschen, die mich nur folgen auf Twitter, auf Instagram, sorry. Mir ist das funnig, wenn ich noch niemals ein Denken angesagt auf Instagram. Aber die folgen mir nur. Ich will nicht verwahrt. Aber stellt dir mal vor, wo berühmt ich würde sein, wenn ich hier was sagen. Mensch, ich habe ihn feststellen, diese Menschen würden mir nur folgen. Lass einmal, sehe ich zu der Person, was Instagram, was ans Instagram updaten, das in die Kirche, da wie Dinge an das Kirche und so weiter. Und ich sehe, lehr mich mal mit Instagram, wies mir mal, was ich mache. Und so sie died. Hier. Dankeschön für nichts. Weet je, ich weiß nicht, haben wir nicht. Aber wacht je, ich wollte mir das noch lernen. Und dann war ich berühmt worden. Dann waren die Menschen mich gleichen. Aber weet je, das ist viel hinter das. Und wir sind so vertieft mit. Aber weet je, wenn wir hier unsere Likes kriegen wir auch hier uns Criticism. Und von daher haben wir ein Problem in der Welt, das nennt sich auf Englisch Cyberbullying, wo wir ich kann die Namen ganz schwer merken, bloß mit dem Ding. Ich kann es in der Welt nennen, was von ankluge Menschen du bist, oder was du alle Hand lest und so weiter. Und so, das Ding, das wird viel gebraucht zum Freundhaar, zum Likes und so weiter, aber auch vielmal zum wem vernichten. Wir sind nu in der Technologie mit AI und so eine Dinge, was da abkommt, und dass ich kann das von der down, dass ich kann mein Körper nehmen, meine Stimme, und das
En dat merken karakter loten en karakter hier, dat is wat ik dat zie. En mij merken, zou er deze dingen zijn. En zodat ze komen, wo de duivel wat technologie gebruiken, om predikere levens ganz vernichten. En zo ik wil je nu al zeggen, want je er eenmaal wo een video zijn van mij met allerhand vleekweren, of seksuele dingen enzovoort, dan denk 2 maal voor je dat weer zeggen zijn, dit is ons prediken. Because dat ze komen. En zo, dat is in deze wereld van jou, wo ze kan zo'n dingen doen. Wie willen je gleich zijn? En hier is het ding. Menschen sind eenmaal willig, weten en moraal te offeren op den altaar van Beriemtheit. Predikers zijn willig dat te doen, dat ik wil bloos dat prediken wat jullie uur nu jagt en dat je mij worden gleichen. Dat is niet je voor jeder prediker. Paulus warnt Timotheus voor dat. Hij zegt, du kent een tijd, wo mensen zich worden zo'n redenen aannemen, er zo'n predikers gaan, wat bloos worden en te muil reden, zo te zijn. En zo dat is niet je voor, wo we ben zijn als predikers. Aber je in jullie geschaft, tim dat grootste zijn, tim dat hoogste zijn, tim dat meeste geld hebben, de grootste gebied bieden, zie ik wellig, mijn weten en mijn moraal te offeren, om dat hoogste zijn. En zo dat is niet je voor, wo we ben zijn als Mennonieten. Ik denk eenmaal aan ons corridor hier. En in 2006, dan weer ik mal in Oekraïne. En zien dat de ongerechten te die tijd. En dan voel ik er mal aan. En dan had ik we hadden een tourguide aangenomen. En zo we voeren naar Ram in de Gortitsa kolonie. Dat is waar ik van kom. De meeste van jullie komen vandoor. Mijn vrouw kwam van Melatschna kolonie. Door een reden van Mork en Kork en Heinerfloken. Ze is niet hier van der, ze is in Kanada, so nu kan ik allerhand zijn. Aber weet je, we reden met verschieden, aber dat is niet wat groot is. Aber allemaal, we deden door een Ukraine tour in 2006, meer jaar 3. En dan hebben we door veel daar bij gefahren. Er woont geen Duitse meer. Er zijn van ons nu komen wonen meer. Dat zijn grote geschäften wat we hadden. Dat zijn verfallene gebieden. We voeren dan naar de Zaporozhia stad. Dat zijn grote geschäften was wat ons verder door je eend gaan. De ganze eend, Ukraine, dat we bekend als dat brood. Dat namen ze de bread basket of Europe. Like dat brood, de broodkarf van Europa. De gans beste eend om weitakkeren. En zo onze Duitsers zijn zuirig geworden van weitakkeren, verschillende dingen. Weet je wat er van jou was? Ganz verfallene gebieden. 100 jaar later. Niet mal ganz 100 jaar later. En dan kwam ik terug hier aan. En dan heb ik door eenmaal even gedacht. 100 jaar wieder. Dan würden meine Urgroßkinder naar Mexiko komen. Tim mal hier ramfahren sein, wo Großpapa mal gewohnt hat, für der Urgroßpapa. Hier wurde die schon mal eine große Geschäfte gehabt. Weet je, wie kann das meist nicht mal denken, dass es so wird geben. Aber die Möglichkeit, das ist da. Das passiert in Ukraine. Unsere Väter, die hungerten dort, nun im Zweiten Weltkrieg, in der Zeit. Das in den 40er Jahren, like, das ist noch nicht mal 100 Jahre zurück. En zo zijn we in de rekke was, zeer wohlhabend, aber dat ging alle te nusch. En dan wordt MCC aangevangen in de stad van andere Mennonieten, wat al hier wonen. Wij in onze Verväter trokken in de 1870er jaren her, so we hebben dat alle sozusagen in de stich gegaan. Aber dan wordt dat Fleisch, en je kon dat Fleisch in dingen handgeschickt, om ons Duitse volk im Leben houden. En weet je, wie kan het zo meest goed verstaan? Aber wohin sage ich das? Ich sage das durch, wenn wir von der Zeit wir uns schrecklich groß tun, mit was wir haben, und was wir alle kennen, und was wir alle uns alle gekauft haben. Das kann 100 Jahre wieder alle zu nichts sein. Braucht nicht mal so lange dauern. Und daher ist es wichtig, dass wir nicht auf irdische Dinge uns groß tun. Und weißt du, wie kann es selbst tun mit unserer Kirche? Wir sind die größte Kirche in der Gegend. Und dort, wir können nur mit Beruf sein, wir können das, was wir haben, was Gott uns anvertraut, auf Brücken für sein Reich, uns groß tun. Da wir sind das Beste, wir haben das Beste verstanden, wir sind das Höchste. Und so das ist immer unser Wohl. Wo soll
gleichst du, je gleich zu sein? Was bist du willig zu opfern, damit Menschen die wollen gleichen? Dat is een vrouw, ik zei eerst in het eerste service, dat ik predik van jou voor mij. Wenn ik maar mezelf vraag, wat zie ik willig te offeren, dat je mij wordt gleichen? Jezus, hij leefde op deze aarde. Vijf zondag checkt wie nou, waar hij verzocht wordt. En ik zei in vijf zondag dat rijkdom, kracht en beriemtheid. Die drie dingen werden verwikkeld met Jezus in de verzekering. Dat zijn de drie dingen in wat deze wereld draait. Dat is waarom het wichtig is dat we niet groot worden met ons geld, want dat geeft ons kracht en dat maakt ons bereimd. Ons corridor is bereimd, meestal wereldwijd. Mensen komen van wijd en breed hier shoppen. En hier dingen kopen ze weer. En dat is een goede ding. Like, dat houdt onze economie in hash. Maar je voorste bent dat we ons van groot te doen. En dat we zijn bereimd geworden. En zo Jezus weer op deze wereld, een van de dingen wat de vriend aan met verzekeren deed, weer met bereimtheid. En weet je, dat zegt door, ik wil de verse niet frisch lezen, maar dat zegt door, dat als de vriend vorig weer met hem verzekeren, dan verleidt de vriend hem, bot een andere gelegenheid. We gaan allemaal een beetje geloven dat de vriend, die verleidt Jezus, en Jezus had geen trouble meer met hen. Maar daar is zijn ganze leven begin Jezus deze soort dingen aan waren. En een van die weer bereimtheid. Een van die weer grote herden mensen wat hem heen rondging. Johannes had het zelfs trouble. Als Johannes ging predigen om Jordan, dan zegt de schrift, dan staat de ganze land ging naar Jordan. En Johannes had een gelegenheid, zich op een schouder klappen en zei, boy, ik had gemerkt. En dan met de mensen taub stützen, zum dingen doen. Maar hij ändert zijn de boodschap niet. Weet je wat met hem passiert? Hij zei de mensen, wat het weer. We zijn eenmaal, hij zei wat de stelen in een varkenstuk. En dat kost hem zijn leven. Het duurt niet zo lang, dan weer hij gesproken. En het duurt niet zo lang, wat ze met zijn kop op een schijf afging. Weet je wat we? Wenn hij zei wat het weer. De waarheid is wichtig. Maar dat wij, en dat is gevaarlijk. Ook hier bij ons. Er zijn gewisse timers, waar ik eenmaal wonder, hoe lang wil ik doen reden, wat hier in deze wordt fernstehen. Manch ons teach het falsch, als het zo staat. Dat is meest niet te denken. Maar weet je, Jezus had bereimtheid. Lukas 4, vers 14. Jezus kwam in den Heiligen Geist in de kracht vrij naar Galilea. Nu komt er van de Wüste, wo er als verzacht wordt. En dat Nies spreidt zich schwind durch de ganze Gegend. En nu hoor je wat het zegt. Hij leerde naar de school en alle man loofde hem. Dat je schijn. Dat je schijn van mensen die loven. Wanneer mensen komen zeggen, goede boodschap. Dat je schijn. En zo de mensen loofden Jezus. Ze kwamen hem heen rond. Ze kwamen hem, nou weet je, Lucas dat hier zo'n denkt, Lucas mij maar dat hij dat een langere tijd taubvoeten en zijn ze dit weer het. En zo dat redt je van de langere tijd, vielleicht het eerste jaar van Jezus zijn dienst. Nou weet je, wanneer we bereimd worden, dan hebben we ook immer jenen, dat had Jezus ook. En ik wil 2 zinnen wieder, zo de Heer wil, dan wil ik reden van wo ze aan te zien streiten, wat dat meint. Maar nu, van der waar we denken, dan hij weer bereimd. Alle mensen gleichen hem, die kwamen hem heen rond. Die gleichen, wanneer hij antwoord heilen. We hadden een geschicht van de 5000, wat hij brood heeft om eten. En zo de mensen gingen hem heen rond. Johannes saß, ik ga je dat nu lezen, ik wil het vandaag niet lezen, maar dan komt hem heen rond en Jezus vangt aan te predigen en redt een beetje aardige dingen en dan gaan ze in huis en ze daar. En dat is vaak waar bereimtheid is. Een aardige ding doen, zijn we daar. Jezus heeft weer een nacht im gebed. Hij had zich zijn 12 jaren gewählt. En dan zegt hij dit in Lucas 6, vers 17. Hij kwam met een raaf en stond, wo het lik weer. Met een schouw van zijn jaren en ook een groot deel mensen van Judea
in Jeruzalem en van Tyrus en Sidon, die om meer liggen, die gekomen werden om te horen en van ihre krankheid geheild te worden. Ik wens, ik had een landkaart om je te wijzen wat het gezegd, maar dat wordt het gezegd als van een kant land bij de andere. Jeruzalem, Judea, dat is aan de zuidelijke kant van dat land. En Tyrus en Sidon, dat is waar Libanon van jou is. Dat is niet in Noorden. Dat we even sogar uit dat land Israël buiten. Dat we een heiden wordt van doorkomen. Maar wat Lucas gezegd is van de ganze land. Komen de mensen. Wenn Jezus weer beriemt. Weet je waarheen? Wenn hij deed wat zij willen. Hij heilt ihre Kranken. Hij drijft bij ze gestern uit. Ik heb mal einem sagen, dat we dan te juist in de kraxis van jou. Dat wanneer du was een tv-show han, dan doe dit. Dan zei du was allem heilen. Mensen worden rijk zijn, want ze worden in Jezus leven zonder dingen staan. En dan worden mensen die liggen. Die worden niet hier onderaan. En zo de mensen komen om hier, die komen, wenn hij heilde, zij krijgen dat wat entjankert, dat ze aan hem herangingen. Aber als het is meint, sozusagen ihr Leben handgeben für Jesus, als het is meint, dat zij zullen Kreuz nehmen, dann gingen ze naar huis. Dat is Beriemtheit für geschafft. Solange ich dort sei, was jün scheinjet, sei meine Freund. Wanneer ik bij eenmaal geen wat red, wo jemand verwikkeld zijn, dan ga je naar huis. Nou, ik gebruik dat bloß als een Beispiel, maar dat is het schaf met mensen. Dat is het schaf met Beriemtheit. Menschen krijgen für Beriemtheit, wenn sie doen wat, oder sie geven wat Menschen nog hungert. Wer von jullie weet dat Super Bowl is van jou? Ja, steht schon hingegeben. En zo, dat is een grote ding van jou. Gerade als gewöhnlich. Wenn dat is de Super Bowl erstens, dan is het nog in Las Vegas. Dat is waar het gespeeld wordt. En dan, als er nog topgebouwd, man zei ja, beroemde zanger früh, Taylor Swift, zij dat daten met een van de spelers aan de Chiefs ziet. En zo de ganze Welt redt ervan. Schrecklich veel geld verwikkeld met de ganze ding. En zo, dus Beriemtheit. Ik had niet gewusst dat van jou het Super Bowl zijn als ik aanvang om dit te schaffen. Maar weet je, dus Beriemtheit. Wer wordt het hoogste zijn? Nou, mij had ook geen Super Bowl watchen. Zolang als mijn team gewinnt. En zo. Maar ik zei het niet om dat doodstampelen, want ik zei het plus, dat wordt het schafft. Ook bij ons. We willen beroemd zijn. Ik wil je gelijk zijn. Ik wil weer zijn. Nou weet je, we hebben eenmaal twee zijden. We kunnen ons zelfs tolereren, dat is schijnlijk gemakkelijk. Met zo'n mens taub zijn. Oder we kunnen met een grootste mens taub zijn. Dat is ook gemakkelijk. Aber wenn wir mit einem Menschen taub sind, ist es bloß einfach möglich, in seine eigene Hütte zu sein. Das ist nicht groß, das ist nicht wahnsinnig doll, das ist bloß einfach ein Makel, der Mensch mit taub sein. So will wir sein, nicht? Sei mal mit einem Menschen taub gewesen, was groß ist. Der haft der Beste, der kämpft für der Beste, wo du haben wirst, du kämpfst davon. Ich habe vorhin gesagt zu meinen Schulstudenten in der Bibelschule, dass ich da noch in Rechten, dass wenn sie zum Beispiel in einer Gesellschaft, wenn du eine Person hast, die Jugend, wenn du eine Person hast, manchmal, wo immer ein bisschen groß herumgeht und großmütig ist und alles kontrolliert, dort fehlt mal eine Person, die sich selbst nicht lieben kann. Aber der macht sich groß und manche Menschen. Es ist unmöglich mit so einem Mensch. So, wenn wir denken und das, welche ein paar Punkte mitgeben. Zwei Eva Beriemtheit. Weet je, dat kan je aardig schaffen. Dat kan je aardig een grote fabriek gaan, oder een grote Zweig gaan, oder wenn wir verder weg komen leven. Dat moet je niet aardig verstaan, dat is niet aardig. Wo dat aardig wordt, dat is wanneer ik willig zie, mijn leven met God, sozusagen, op mijn altaar leggen, voor Beriemtheit. Dat is wat ik meen met, best du willig die Werten en die Moral hand te geven, zum berühmt sein.
um das Fest zu sein. Und so wir wollen klar haben, dass wir haben an Zweig Eva Beriemtheit. Das ist, was Jesus hat. Jesus wird berühmt. Alle Mann gehen ihm heran. Aber er hat den Vater sein Willen. Er hat einen Zweig für diese Welt. Sie wollen ihm noch mal zu König machen. Die wollen die mal zu König machen. Du bitte aus der 5000 Brot. Dann wollen sie ihm zu König machen. Die wollen die mal mit Gewalt, sagt die Schrift. Mit Gewalt zu König machen. Dann wollen wir mal der Reimer rütteln. Und wenn das jüdische Volk, ich habe dort auf Ferien gesagt, das jüdische Volk erdenken wir irdisches Reichtum. Der Messias wird kommen, der wird seinen Reck abstellen. Und das Jäufners Jesus wird viel zu langsam, viel zu tun. Nu doe mal wat, like zie mal leren, nu go mal ver weg, nu wollen wir mal mit Gewalt. Und so Jesus hat könnt, dort anbieten sozusagen. Aber er tut nicht. Wenn er hat einen Zweig, er weiß, für was er hier will. Jesus sagt, einmal war er eigentlich der Führer. Der Führer sagt mir, was ich soll, dann ich dann nicht ohne den Führer. Und weet je, wenn wir wollen, jen Beriemtheit schaffen, dann muss ein Zweig klar sein. Zu was bist du hier? Zu was sind wir hier als Zeug? Weil wir an uns Zeug denken. Wenn wir uns leicht geraubt haben, wer wir sind, was wir alle können tun, und wir geraubt, wir sind all so eine Dinge. Ist das really, wo wir hier sind? Zu was sind wir hier? Und so, wenn ein Zweig klar ist, dann können wir Beriemtheit vertrauen. Und weet je, wenn Menschen uns loben und Menschen gleichen uns wieder, das ist nicht mehr arg. Aber wenn ich kein Ziel habe, dann wird mir dort leicht von der Bohnen aufnehmen. Dann wird ich leicht ab dort bühen. Und dort wird es darauf ankommen, wenn dann einmal eine Person mir nicht leicht, dann fällt mein Leben nicht ein. Wenn ich lebe bloß für dort. Und so, wenn ich für das Annehmen von Menschen lebe, dann hält mir das weich von Gott sein Ziel. Wenn mein Hauptdenk ist, dass Jimmy waren gleichen, dann wo ich von Gott seine Botschaft weich wein, damit ich kann Freund sein. Und du wirst das Salz hier tun. Das wird du wirst Business tun, das wird du wirst antragen, das wird du wirst abfahren, da wird alles ich handeln, dass jemand wird mir gleichen. Ich denke, stutz je 3, und wir studieren von famous people, like movie stars und was Movies sind, oder so ja, berühmte Sänger gewesen. Ich kicke ein bisschen, wie viel von euch habe ich über die letzten 30 Jahre das Leben genommen. Ich bin erstaunt, wie lange das ist. Und weet je, wenn wir gehen noch in Drugs sind und machen sich uitreden lassen, wie in Rehab irgendwas wieder, das lässt es noch so viel länger. Weet je, wo wir hin? Dat je so wenig Menschen, die Beriemtheit vertrauen. So wenig. Besonders, wenn dort mein Hauptpunkt ist. Wenn ich dann eine Person habe, oder eine Gruppe, die gegen mich ist, dann fällt mein Leben nicht ein. Und so das wird wie viel sein in dieser Welt. Wenn wir nicht den Zweig von den Denk weiten, missbrauchen wir das Denk. Wenn du nicht den Zweig weißt von deinem Leben, dann missbrauchst du dein Leben. Laat voor wie flinks een wagen hoe ik wie weer een wagen al pas, aber dann fuhr er wat voor ons en ik vond aan te kijken en ik kan niet uitvegen wat we. Dat leidt vornig. Aber als wir spazieren werden und dort vorbeifuhren, dann wird dort ein nater SUV. Je weet wat een SUV is, nicht? Ein Town ist fertig. Und der hat einen großen Camper, einen großen Pickup, das ewig streitet. Das Windschild, da können sie gut durchchecken. Sie haben sich den Camper wo gekauft und das wird eins fertig, dann in ein Haus führen. Und so ich dachte so, my goodness, die wissen nicht mehr, was ein SUV wir. Aber wie wir in Bolivien, da führen sie Schweine auf Motorcycles oder wie. Aber weet je, wenn wir nicht den Zweig weiten von dem Denk, dann missbrauchen wir das Denk. Wenn ich nicht den Zweig weit von meinem Leben, dann ist den Feind dort leicht, mich von der Bohnen raufzukriegen. Wenn ich kein Ziel. Mein Ziel ist bloß, hier gleich zu sein. Keiner was kostet, keiner was immer abgeben. Zweig merkt aufladen, wenn ja. Zweig merkt aufladen, wenn ja. Willst du gleich am Weg zu bleiben mit deinem Leben? Dann hast du ein Ziel. Wohin bist du hier?
Wat is het ziel met die eigen? Wat is het ziel met die Geschäft? Wat is het ziel met onze kerk? En wenn wir dat schon klar kriegen und wir haben ein göttliches Ziel, dann kann der Feind uns lang nicht so leicht aufführen. Jesus hat ein Ziel. Er wusste, was er will, er wusste, was er gekommen wäre, und der Feind kann ihm nicht wegleiten mit Beriemtheit. Er kann ihm nicht wegleiten, aber auch nicht mit Beriemtheit. Zweig schafft die der Stadt nicht gleichen. Was meine ich mit das? Mit das meine ich, dass wenn du einen Zweig hast, bohrt die das lang nicht so sehr, wenn Menschen die kritisieren. Du hast das klar, was du hier bist. Du hast das klar, was dein Zweig ist. Und du sagst Menschen, was du nicht gleichen. Du sagst Menschen, was deine Botschaft nicht gleichen. Du sagst Menschen, was du nicht gleichen, wo die Chance, was immer das ist. Aber du hast ein klares Ziel. Das ist dein Ziel von Gott. Und das ist, wo wir hinfahren. Dort schafft die durch, dort nicht gleichen. Dort schafft die durch die Tiden, wo Menschen die kritisieren. Wenn die wollen sie kritisieren, euer Luther, jemand wird nicht gleichen, was das ist. Und so, wenn wir in Gott sein Zweig leben, dann wird es nicht so allein dir. Dann wird jemand dort nicht gleichen. Dann wird jemand die kritisieren. Aber wenn du einen Zweig hast, dort halt die dadurch. Zweig gibt die Kraft, Gott zu gefallen. Und so, wenn wir einen Zweig haben für Gott, dort ist ein Ziel, dann braucht das nicht so viel, wenn Menschen kritisieren. Wir haben Kraft, um für Gott leben. Wir haben Kraft, um dort zu tun, wo Gott uns hier hat. Wenn dein Ziel ist, dass du wirst berühmt sein, dann wirst du mit den Menschen mitschackeln. Und so, wenn du hier bist, dann wirst du mit uns mitschackeln und mitreden. Wenn du in der Welt bist, dann wirst du mitschackeln und du mitreden. Wenn du hast kein Ziel. Dein Ziel ist berühmt sein. Ich will alle wen anpassen. Ich will mit allem Freund sein, mit allem mitreden, allem zum Müll reden. Aber weet je, wenn wir ein Ziel für Gott haben, dann hält sich das gleich, als ich hier sehe, das hält sich gleich, als ich in der Welt sehe, das hält sich gleich, als ich am Business-Trip sehe, oder wo ich sehe, mein Ziel ist klar. Und das hält mich auf der Bühne. Und so, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir ein Ziel haben. Nehemia, er hat ein Ziel von Gott, und das Ziel wird gewohnt, um Jerusalem zu bauen. Und dann sind da Menschen, die kritisieren ihn. Du sind Menschen, die sagen, hey, komm mal her, wir wollen mal ein Meeting haben, wir wollen mal taub kommen, wir wollen uns mal bereden, wir wollen die halten, was immer so alles sehen. Und dann sagt er das, in Nehemia 6, Vers 3. Ich habe schickt eine Nachricht noch an und Leute an sagen, ich habe ein großes Werk durchzuführen, ich kann allmählich kommen. Meine Arbeit wird liegen bleiben, wenn ich die verleiht, um nach Jün zu kommen. Nehemia hat ein Ziel. Das Ziel wie diese Stadt, die wohnt da am Bühnen. Und er ist dort bewohnt und er büht da und gerne sagen, komm mal rauf, wir wollen mal ein Meeting haben. Wir wollen mal so einen besseren Weg zu finden, was immer sie wollen. Ich meine, sie wollen ihn bloß abholen. Aber er sagt, weißt du was? Ich habe ein Ziel. Ich tue eine gute Arbeit hier, eine gute Arbeit. Und ich komme nicht rauf. Und das ist, was wir machen haben. Und so die Frau von uns sagt, was ist ein Ziel? Für was hat Gott die hier? Zum groß sein, berühmt sein, das geradste Ding haben, das nächste, oder was ist das Ziel? Und so Jesus haben wir berühmt. Und seine Botschaft ändert nicht, sein Ziel ändert nicht. Er geht nun Kreuz. Das wird Gott am hier zu haben. Zu mir und dir leisen. Stellt dir mal vor, Jesus würde dort Ziel, was Gott ihm gibt, und er wird dort opfern für Beriemtheit. Weet je, Nicodemus kam een dag naar Jezus. En we wonderen aan eenmaal, okay, wat wil Nicodemus? Ik heb mal een prediger zijn, heb ik veel niet gedacht. En zo deze prediger zegt, hij gelooft, Nicodemus wie geschickt. Nicodemus wie geschickt van een hoge route. Weet je te wat? Zum Jezus bereden met een te schaffen. Wenn ich komme nach Jesus und sage, hey, wie weiten? Er sagt, wie weiten, du bist von Gott, die Dinge, was du tust, kannst keine Daumen nicht von Gott, und so weiter. Und so, er fängt an zu schmeicheln. Weißt du Gott, Jesus? Mensch, du bist ein feiner Mensch.
Boy, stell dir mal vor, wenn du mit Angst kommst schaffen. Und das ist, was mit uns einmal passiert. Menschen, der Feind braucht Menschen, um uns von der Bohnen aufzudrehen. Because ans Ziel ist nicht klar. Wir wollen gar nicht, wo wir hier sind. Wir wollen das groß sein. Ich will das Feste sein. Ich will berühmt sein. Und so Jesus kommt den vor sein Willen tun. Und das ist ons Ziel. Ons Ziel ist Kirche. Das ist mein Ziel. Gott sein Willen tun. Und das sind allerhand Dinge, die uns versuchen aufzulegen. Das sind allerhand Dinge, die wir als Kirche können tun und da werden wir dem ganz von der Bühne raufbringen. Aber wir haben ein Ziel. Unsere politische Welt für Jesus erringen. Gott leben Menschen dahin. Das ist, wo das so gerühlich sehr wichtig ist, dass wir ein Ziel haben, Kirche. Aber das ist in deinem Leben auch wichtig. Und so, ich will die Mut machen. Find dein Ziel. Vertraue mit Gott. Wo haben die hier? Was sind deine Gaben? Wo bist du hier? Und dann, wenn wir das Ziel klar kriegen, weil dann wird der Feind lang nicht so viel Kraft haben bei uns, wenn das Ziel klar ist. Amen. Wir werden beten. Und himmlischer Vater, Dankeschön, für dass du uns live hast. Und Herr, wir haben in dieser Welt Gelegenheit, berühmt zu sein. Wir haben Gelegenheit, gleich zu sein. Und einmal sind wir willig, unsere Werten, unsere Moral zu opfern für dort. Und ich bete, Herr, dass du uns verschalten, dass wir ein Ziel haben, dass wir klar sein, zu was du uns hier hast. Vielleicht hast du ein Ziel, dass ich ein Farmer sein soll, dass ich ein Apfelgärtner sein soll, dass ich ein großes Business drehen, dass ich ein Prediger sein in der Kirche, was immer das ist, Herr. Help uns das Ziel klar haben, dass der Feind uns nicht raufstehen, dass wir nicht für Großheit leben, dass wir nicht bloß leben, zum sein, wo groß wir können sein und wo Menschen uns vor bewundern. Aber wir wollen klar haben, dass wir leben für dich und du bist uns Herr. In Jesus' Namen. Amen.